Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Den Ari Aster ist mit seinem dritten Film am Kino und hat extrem Dave an Symbolik-Trick gegraffen. Tja, mir was da lo alles haben Beau is Afraid stöcht, das gesehen da lo hier bei Filmlife. Okay, also mal ein kurz Anleitung, wen den Ari Aster ist. Ich schon den Ari Aster mit seinem ersten Kinosfilm Hereditary kennengelernt. Do habe ich an einem Video gesehen, wo ihn darüber geschwärzt hat, also Filme genannt hat. Was waren Filme, nur dem sich noch nicht mehr schlafen konnte, und da war Hereditary gefallen. Und ich gedacht, ja, okay. Ja, klassisch. Die klassische Grusel-Horrorfilm-Geschichten, so, ja, die war so schlimm, ich konnte nicht mehr schlafen. Nee, effektiv. Und das ist auch nicht der klassischsten Horrorfilm, aber Schlaf als kann mich schwierig gehen. Also kann ich mir vorstellen, dass da schon ferm drüber geknallt wird. Also wenn ihr den Film nicht kennt, den ist absolut empfehlenswert, aber trotzdem nicht für jeden. Also es sind paar heftige Szenen dran, die auch vielleicht nicht für jeden sind. Nur der Film Midsommar, ähnliches Konzept, also oder ähnliche Wirkung, schwer anzugucken, schwer Kost, aber nicht am negativen Sinn. An einem positiv verstehenden Sinn, wenn ihr das so kann. Bah. Das klingt doch alles bizarr, so aus den Ari Aster. Und du wenn der Hund mich aber extremst auf den dritten Film gefreut, Beau is Afraid. Für allem am Joaquin Phoenix an der Hauptrolle, was kann du schon schief gehen? Was schief gehen kann, ist das Publikum wahrscheinlich nicht, denkt nicht so riesig wird ausfallen. Also, es die kann verstehend also Leute versteiert zurücklosen, und das ist auch ein Film, den Ari Aster möchte mir irgendwie nicht mehr so Filme, die nicht für jeder sind, die nicht jeder verdrohen kann, und ja, vielleicht auch nicht jeder will gucken. Das wird aber nur nicht mit expliziter Gewalt oder so sein, obwohl dachte ich auch schon dran, aber das ist schwer zu greifen. Kommen wir mal drauf zu schwätzen. Beau is Afraid geht extremst viel mit Symbolik rundherum gehalten. Also als Szene hat irgendwie seine eigene Symbolik und seine eigene Bedeutung und hat seine eigene Wichtigkeit an dem Film. Und ich meine, als Hauptthema steht da Angstzustand vom Beau. Also das heißt, es geht mental Kränkten über Leute, die an ihrem Leben eingeschränkt sind, über die Angstzustand, Panikattacken, Depressionen, an wéi Liewen dommer der aschränker ginn. Am mé gesinnt wältech dem Boseng an, dat hicht die iwwerdriwen Engstszenarioen an Zwangsneurose vielleicht van noch so will, an überall Gefore gesinn, hypochonderisch Gefore will gesinn, die gesinn mir durch seng an. Dat hicht alles, wat irgendwie an der Welt passiert, gesäit ultra schlimm aus an. Also wann in Welt so gesäit, dann, also ich kann mir vorstellen, dass Angstzustand so rüberkommen für ihn. Das können mir natürlich, kann ich natürlich nicht erschätzen, mir ich denke, dass das aber so relativ gut angefangen ist. Dann haben wir als anderer Plotpunkt seine toxische Beziehung zu seiner Mom, die ganz graff ist, aber nicht so ganz explizit durchgestaltet. Also man kriegt nicht irgendwie Szenen, wie seine Mama als Kind missbraucht wird oder misshandelt wird oder geschlagen wird oder mental missbraucht wird. Das kriegt man nicht explizit zu gesehen, aber das steht am Raum, und das soll auch so vermittelt gehen, und daraus sind dann eben auch die Angstzustände vom Beau entstanden. An sei verlangt nur seg Mam net mi unbedingt willen Rimm ze gesinn an do krämer eben ganz krass Szenen, also bedreckend Szenen Rimm gespielt. Weil in anderem wat man hauptsächlich gesinn, ich denke, der Film besteht zu 90% aus net reellen Sachen, also aus Hirngespinsten, aus dem wat aus dem am Bosingen Kap 4 geht. Ich mein, also dat kennt die so, also 90% und dann 10% gesehen wir Realität, vielleicht auch mal ein bisschen dabei gedichteten
Szenarioen der Tisch sind befanden es halt wirklich an dem Kopf von einem dem Mann als mental krank aber er befanden es an dem seinem Kopf an dem Sänger Welt an wie Welt ophält an dat als dann dementsprechend bedrückend an verstehrend du musst ihn aber dazu sagen dass den Joaquin Phoenix dat enormst gut Riverbrot hört hört natürlich mal Joker den auch sing wo auch im mental krankgegangen das hörten dat ja schon sehr gut gekriegt an Hi by Bo is afraid hörten dat auch einke super vermittelt sing Flucht aus seinem eigenen Leben dann auf einen Platz kommen wo ihn eigentlich akzeptiert wird an aber nicht sich willkommen fehlt an immer probiert durch eine auszubrechen bis da sogar Daylight die im Hilfe willen Hoffnung abgehen an verstoßen an der so es gibt das alles extremst überspitzt und das alles extremst drüber an viel Leute werden eventuell sogar lächerlich fanden aber an der Symbolik also extremst krass an schmengen auch so wie die Welt eben die Leute ophält und das spiegelt sich auch teilweise an der Optikere mehr Wirsteln von Farbsättigungen von Kulissen an von also der ganze Film wird an den 3 Stunden wo er lebt changiert den Stil an enger Tour am Beginn auch als Zuschauer 3 Stunden lang eigentlich mental gefordert weil das in die ganze Zeit überlegen wie sie folgend Symboliken zu deuten auf wie man da an alles von dem mengt dass ein bisschen dran und kann ihn greifen dann also auch irgendwie schon für den Kap gestoßen schwirft am neicht an das ist ein ganz spannende Film zu gucken den in 3 Stunden bei der Stange hält wann so will keine so dass man damit vom Pacing ein bisschen no lässt aber trotzdem also in die ganzen Zeit gefordert wann etwas kritisieren soll da ging ich so schon gefehl den Areas der hat ziemlich freie Handräder konnte man den dritte Film so ziemlich machen was wollt an du hörten 110% gehen ich meine wann die 10% noch ein bisschen zurückgeholt hat da wir das vielleicht ein bisschen besser verdaubar gewirrscht wie vielleicht wollten da doch nicht vielleicht sollte er doch so sehen schwer zu so ist schon in Heinz du bisschen überfordernd von die überwältigend fand und dann also teilweise auch ein bisschen anstrengend gehen das Ganze zu gucken wann den da eben wann kritisieren will weil eigentlich fallen mehr nicht ganz viel Kritikpunkten an auf jeden Fall aus dem Aspekt was hin machen wollt an Riverbrot wird als das für mich komplett gelungen an lese den verstehen zurück lese den notdenklich zurück ich denke es wäre doch das nur nach relativ viel Gedanken an dem Film hun voilà. Ich denke das war dann auch schon mal dieser Episode viel mehr dazu nicht zu sagen ich meine schon gerade genauso wirgeschwert wie der Film wahrscheinlich ist du wenn geht dem ganzen eine Chance weil ich meine den Film werden nicht so das breit Publikum erreichen wie der Film oder auch die Thematik vielleicht verdient wird ja sieht aber drauf gefasst guck dich den Trailer an oder guck dir vielleicht die Hereditary oder Midsommar an wann da wirst oh ja doch das etwas du will ich gern von dem will ich gerne mehr gesehen dann hast Bo is afraid auch absolut etwas für ihr an vielleicht fand er ja dann an den Film an Filme ran die dafür drin nicht so die dafür drin nicht so im Schirm hat also wie gesagt den Ari Aster als definitiv ein Regisseur den nicht aus zu lassen als an den definitiv Schirm soll sehen bis Lomatzingen 3 Filme fand ich ganz stark aufgeliefert wird mal mehr, mal Mann gut aber hauptsächlich gut voilà. So mal gerne in die Kommentare wie ihr der Film gefallen wird oder ob der den überhaupt nicht wollt gucken gehen könnt ihr mal auch so ein Hauptsache der Hut mal kleine Message stogelos voilà. Und an dem Sinn ging es so weit da doch schon für das falsch Film läuft und dann also bis die nächste Kehr ciao